Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig. Wie in der letzten Episode nicht übermorgen, sondern vorgestern natürlich versprochen, sehen wir uns heute erstmal wieder im Hauptmenü wieder. Ich sehe nämlich auch hier, dass schon die Folge 4, Episode 3, kaputtes Spielzeug, zurück nach Hause, kann ich jetzt schon runterladen. Als ich angefangen habe mit dem Let's Play, war sie noch nicht zum Download bereit. Jetzt haben wir sie schon gekauft. Jetzt haben wir sie schon zum Download bereit, so rum. Das heißt, ich kann die dann auch am Ende von der heutigen Session runterladen. Ich denke, das wäre gar nicht mal so schlecht. Wollte ich euch nochmal zeigen. Ich würde sagen, wir setzen hier direkt wieder ein in unserer Geschichte. Wir müssten jetzt eigentlich direkt bei der nächsten Szene rauskommen, wo es gespeichert hat. Habe ich hier unten rechts gesehen, genau dasselbe Symbol wie hier unten rechts. Dass es du eigentlich gespeichert haben müsste. Das heißt, eigentlich, wenn alles gut läuft, sollte man in der Zwischensequenz wieder rauskommen, Hals- und Bellbruch, dass es auch wirklich so ist. Jawohl, sieht so aus. Perfekt. Da hat es so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Gewächshaus war unser Ziel. This ain't budging. You gonna stand there sulking all day? You gonna do something useful? Well, we need that barbed wire. There must be another way in. Ja. Dann sieht es wohl so aus, als müssten wir uns hier bewegen. Jawohl. Hätte ich das gewusst, hätte ich selbstverständlich auch hier meinen Cut gemacht. Überall in der Welt findest du Sammelobjekte. Dann gibt es hier wohl auch welche. Hi Ruby. Finde einen Weg ins Gewächshaus. It's been so long since I was here. I used to love this place. But it's so overgrown. I'll be fine. Let's just find a way in. Okay, also wirklich Gespräche mit ihr können wir nicht. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier einen Gegenstand noch finden. So, jetzt kann ich übrigens euch... Ach, Sache. Was war du? Wildschweinschädel? Oh ja, nehmen wir. Schickes Ding. Jetzt Wild kann... boar. Not too many in these parts, but they were more common where I grew up. I used to hunt them with my old man when I was little. They make terrible noises when they die. Das kann ich mir vorstellen. It'll look good on my wall. Ja, jetzt... Du hast eingesammelt Wildschweinschädel. AJ liebt Schädel. Und er liebt es auch, menschliche Schädel zu durchschießen. Ja, jetzt ist direkt der Sonntag. Ich bin von der graue Vorkon heute Nacht zurückgekehrt. Und es war wirklich eine schöne Con, muss ich sagen. Es war sehr schön mit der ganzen Graulagerister. Einfach mal wieder ein bisschen zu sprechen, ohne der Hektik vom Drachefest. Das war wirklich angenehm. Ericsson Academy, Thomas and Alexander Smith Research Center, was ein edler Name für ein stinknormales Gewächshaus. Ja, es war wirklich schön mit ein paar Leuten, die ich sonst einfach nur zum Drachefest sehe, auch wieder zu retten. Auch Leute, die ich sonst eher mal sehe, aber die man auch seltener im Spiel sieht, mal wieder zu sehen. Es war einfach nur toll und lustig. Das suche die beschlagene Scheibe. Can't see shit. There's too much condensation on the inside. Condensation. That's a big word for you. Shut up. Ach ja, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir sind ja hier für The Walking Dead und nicht fürs Lab. Es sei denn, ihr besteht drauf in den Kommentaren, dass ich da ein bisschen was dazu erzähle. Aber war einfach toll. Es sind die Leute, mit denen ich mein Spiel habe. Die mag ich auch außerhalb vom Spiel und das sind großartige Menschen und ich freue mich jedes Mal wieder, die wiederzusehen. What do you want? Nothing. You're only here because we're desperate, you know, so don't get comfy. If we survive these raiders, you and I are gonna have words. Let's survive first. Ja, richtig. Vor allem, you and I gonna have words. Dann werden wir Worte haben. Aha, der feine Herr kennt Worte. So ein Pansenkopf, Alter. Okay, kommen wir hier irgendwie rein? Oder müssen uns dabei Ruby und der Pansenkopf helfen? Ich kann's nicht sagen. So, rennen wir einfach die ganze Zeit dumm im Kreis. Müssen wir irgendwo schon die Lösung finden. Vielleicht hier irgendwo durch so Wellblechverstärkung durchklettern. Oder, ja genau, erklimme die Leiter. Ich sehe sonst keinen anderen Weg. Insofern, ja. Bei den Dinger, gerade bei den Teilen, hätte ich mir eigentlich erwartet, dass es mehrere Sachen zur Auswahl gibt. Sowas wie Scheibeischlacher oder die Leder hochklettern, ne? Dass es einfach mehr Auswahl gibt, statt nur eine Sache, die dann
sowieso Auswirkungen haben muss, weil es halt nur diese eine Entscheidung gibt, die man hier treffen kann. Also wirklich die große Wahl haben wir meines Erachtens nach nicht. Das heißt, kraxel mal hoch, Clementine. That window. I bet we can get in there. Good spot. Mitch, come here and give me a boost. Wait. Make her go first. We send the one we don't mind losing. Alter, was ein That's an Overarsch. ugly thing to say. Vi says we need her help, right? She shouldn't mind sticking her neck out. You first, Mitch. No. See, because the people back home want me to survive this little trip. Let's just get the Ruby wird stuff sich we daran need, erinnern. okay? Just go. Ich wollte jetzt einfach mal dem einer Ei schenken, statt Clay I'll bei leave if one grabs you. noch zu Otherwise, we'll geben. come as soon as you give the all clear. I guess we'll know when the door opens. Man muss sich ja nichts gefallen lassen, wenn die Leute ihm die ganze Zeit abpöbeln. Also klar, man kann verstehen, dass die Abneigung hin, aber so ständiges Gepöbel muss echt nicht sein. Okay, na dann. Sind... Ja, ich dachte mal schon, dass Tote hier sind. Jo, das war klar. Dann ab zum Messer. Finde eine Waffe. Wow! Der ist für dich, Schimmelbacke. I'm fine. Noch so ein Sir Rancelot. Wie der sich bewegt schon. Der bewegt schon, dieser Buckelknecht. So, der zweite Widerling kriegt auch noch einer ab. So. Ajo. I'm coming. I'll get the door open. Einfachste Übung für Clementine, ne? Ob die zwei das geschafft hätten, da bin ich mir nicht so sicher. Not bad. Na, wenigstens das. Oh, look. Wild ginger. Eastern prickly pear, Jerusalem artichoke. False Solomon seal. Let's find that barbed wire and anything else that might be useful. Ja, Ruby scheint sich wohl mit Gewürze und mit Kräuter auszukennen. Suche nach Stacheldraht. Das finde ich sehr schön, gerade weil das so Erziehungseinrichtung für Schwererziehbare war. So Arbeit mit Pflanzen und auch mit Tiere kann durchaus bei Kindern und auch bei Erwachsenen, die gestresst sind oder die einen schwierigen Charakter haben, durchaus zum schönen Ergebnis und zu einer Art von ja, meditativer Ruhe führen. Und sie scheint hier sehr You glücklich seem zu sein. happy. You can only eat the same Genau. bland rabbit stew so many times before you go crazy. These herbs are gonna do wonders for morale. You wait and see. Ja, da hat sie durchaus recht, wenn man die ganze Zeit einen urgewürzte Scheiß isst. Wissen wir erstmal, was man da vermisst hat in der ganzen Zeit, wo es keine Gewürze gab. Alter, was ein Ding. Ich glaube, der Rasenmäher wird uns herzlich wenig bringen, es sei denn, wir machen einer auf, nicht Evil Dead, auf Brain Dead, falls ihr den kennt. Ich glaube, das war auch ein Rasenmäher, wo er dann durch die Zombie-Horde durch ist. Die blutigste Szene der Filmgeschichte. Or use it to dig a grave. Oh, We weren't there Kerl. when we dug the holes for Marlin and Brody. We had to use cups and bowls. Took forever. Das glaube ich. Ja, dann nimmt er halt nicht die Schaufel als Waffe. Dummer Hund. Ah ja, das ist gut. Brechstange ist immer gut. Das finde ich sowieso gut, wenn es Werkzeug und Waffe in einem ist. Das ist hervorragend. Könnte klemmende Schränke öffnen. Du hast Brechstange. Anscheinend ein legendärer Gegenstand, wenn der orange ist. Wow, Schere. So wie ich die Gartenschere. Dibs. Ja, das passt zu dem Typ. Jetzt braucht nur noch Ruby eine Waffe. Eine Brechstange finde ich definitiv gut.
Find something? Yep, Keller. maybe useful. Spachtel. Legendäre Spitzeobjekte sind immer nützlich. Ja, der legendäre Spachtel. Did you find anything? What do you think? Okay, just asking. You know, the barbed wire idea is smart, I'll give you that. Those assholes try and climb our walls, they'll tear their guts out. I'd kinda like to see that. So sieht aus, Kerl, ja. Aber wie will der was finden, wenn er die ganze Zeit nur vor dem Schrank steht und dumm rumglotzt? Ach, immer diese NSCs. So, öffne gewaltsam den Metallschrank. Und da muss ich wahrscheinlich das Ding verschieben hier, ne? Wenn ich da hin noch komme. Kann ich Ruby das Spachtel geben? Nö. Okay. Dann machen wir das halt mal ordentlich auf. Ja, das ging doch gut. Das ging doch ohne Probleme. Oh ja. Viel Stacheldraht und dicke Handschuhe braucht man. That should keep the raiders from climbing our walls. Hey, we can use these. For what? We can make bombs out of these. Dünger. Bombs? Are you serious? Totally. Ja. It's the kind of stuff I made back home. He used to blow shit up. That's why he's a troubled youth. Ach, das ist so ein... Ich hab Just need some Feuerchen propane and something gemacht. to create a spark, and we'll have ourselves a nice little homemade explosive. Okay, ach, so ein potenzieller Psycho. Kein Wunder, warum der hier ist. Ja, aber aus Dünger kann man wirklich Bombe machen. Das muss ich im Losser, das stimmt. Ansonsten bräuchten wir noch dicke Handschuhe, um den Stacheldraht zu bewegen. If I remember right, there's a science lab through that door. Maybe there's propane in there. Ja, das klingt doch noch Come eine on, Idee. help me move this thing. Ja, aber das ist wirklich so ein pyromaner Sprengstofftyp. So ein Ich hab Feuerchen gemacht, Psycho. Alter. So, da sind wahrscheinlich auch noch ein paar Walker drin. Können die sogar wirklich drauf Okay, wetter. let's see what's inside. Sind bestimmt noch ein paar Walkie-Talkies. Achtung, aufpasse. Ah, okay, damit habe ich jetzt schon gerechnet, aber nicht mit einem Jumpscare. Igitt. You alright? We had a scare, that's all. Ja, schön, dass er mal geholfen hat, ne? Affenarsch. Ist das denn die für eine Lehrerin oder was? What? Who was she? Miss Martin. Our nurse at the school. She stayed when all the others left. God. She looks... Sieht scheiße aus. Schon total verwachsen mit der Umgebung. barely recognize her. Sie ist nur Dünger. Oh. Just like all the others. I'm sorry, Ruby. I just wish I could make her look like she used to. Dein Verhältnis zu Ruby hat sich verändert. Ich hoffe, One day we came out looking for food. Walkers attacked us. dass sich unsere Thought we could fight Beziehung 'em off, but verbessert. there were so many. Miss Martin told us to run, so we did. Scheiße. She taught me how to patch people up. Stitching, local anesthetics, painkillers. Verstehe, deswegen ist sie die Art kranke Schwester. I don't think I can take care of her. Would you? Ja. I'm Ja. sorry. Ist okay. Ruby, so beschissen unser Start auch war, scheint wirklich ein nettes und ein gutherziges Mädel zu sein. Und mit ihr würde ich auch ganz gern die Beziehung verbessern. Ja, dann... Sorry. Are you okay? Yeah. Just need a minute. Come on, guys. Help me find that propane and we can get out of here. Sehr empathisch, der Typ.
Ja, man hat zwar nicht wirklich Zeit für alles, aber findet Bombenkomponenten. Aber ja, ich hätte einfach ganz gern mit ihr eine bessere Beziehung. Start war beschissen, gebe ich zu. Aber ich glaube, sie ist eine von der Guten. Ms. Martin meant a lot to you, huh? She was the only one who stayed. She saw us for what we were. Bunch of kids who no one wanted. She loved us when nobody else did. Like, really loved us. Yeah, I've known people like that. I guess everyone has. Das stimmt allerdings, ja. Schade dann, dass diese Krankenschwester dann so geendet ist, als Dünger im Endeffekt. Schande eigentlich, dass die Gute dann so verenden. Ugh, looks like piss. Dare you to drink it? Not in a million years. Wimp. Und ja, du darfst gern trinken, Kerl. Was haben wir da noch? Artzünder. Mitch, is this useful? Fucking A. I was hoping there'd be one of those. That's an igniter. We can use it to create a spark. Now we just have to find propane. We can blast those motherfuckers to hell. Da muss ich immer an Steel denken aus Day of the Dead. Fucking A. Biggest piece of meat in the cave. Alter Falter. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Venusfliegenfaller, das wird wohl optional sein, das Ding. Aber ich mag Venusfliegenfaller. Als Kind hatte ich auch welche. Ich fand das sehr faszinierend. Gefährlich klebrig. Ich fand das äußerst faszinierend, wie solche Pflanzen arbeiten. So, was ist hier noch? Eine Flasche. Vielleicht Ammoniak? Ammoniak und gekochte Essig sind so ziemlich das Einzigste, was ich tatsächlich riechen kann. Mit meinen 12% Geruchssinn. Okay, was haben wir dann da? Da haben wir anscheinend eine Stickstoff-Sauerstoff-Verbindung. Vielleicht mit dem Benzolring noch dran. Schwefel und Sauerstoffverbindung. 2 mal Schwefel, 3 mal Sauerstoff. Dort drüber ist ein Benzolring, wenn ich das richtig sehe, mit Chlor. Ne, Chlor ist Cl. C ist Kohlenstoff. Kohlenstoff und Wasserstoffverbindung. Ja, mein Vater lädt mich wahrscheinlich kloppen dafür. Ich bin hundsmiserabel in Chemie gewesen. H2O ist Wasser, das weiß ich zumindest. Was ist da noch? Ag ist Argentum, ist Silber. Gucken wir es uns mal an. Ja, Clementine hat ja, ich glaube, nur die erste oder die zweite Klasse besucht. Von daher, ihr Schulwissen wird nicht so groß sein. Oh ja, da ist Propangas. Aber ich mag mich vorher noch ein bisschen umgucken und vielleicht auch noch mit dem wiechte Kerl retten. You seem to know a lot about bombs. I made my first one when I was 8. Really? I blew up the garage. It was awesome. Though, Dad Alter. didn't think it was awesome. Dad gave me a chemistry set to keep me from fighting the neighbors. Why would you fight the neighbors? I had a lot of energy. I had to use it somehow. And they didn't like my face. Ja, jeder hat so seine Hintergrundgeschichte. Für die ganzen Kids muss es auch nicht besonders leicht gewesen sein, das gebe ich definitiv zu. You find anything? I don't know what this is. Einfach nur Fuck you eingeritzt. Trophäe erhalten in Kupfer. Botanikerin. Okay. Gut, ihr liebe Leute, ich tät muss Sache. Ich mache jetzt an der Stelle auch hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig. Wo wir dann die Propangasflasche nehmen werden. Und dann schauen wir mal, wie es in der Hauptgeschichte weitergeht. Ansonsten sehe ich nämlich irgendwelche optionale Sachen. Das hätte ich jetzt nämlich hier nochmal alles durchgemacht, hätte ich noch irgendwas gefunden. Aber ich glaube, wir sind soweit tatsächlich mit allem durch. Und es bleibt nur noch die Propangasflasche. Und das wird uns wahrscheinlich dann weiterbringen in der Story. Zumal hier alles abgegrast ist. Also, machen's gut. Und bis übermorgen dann wieder. Ja, stehe ich davor. Ayan.
Yankee.